Genau, guten Morgen miteinander. Ja, ich werde euch so ein bisschen meine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählen und so, ja, ein bisschen den Weg, ja, warum dass ich jetzt da bin und sage, ja, ich will mein Leben mit Gott verbringen. Genau, ich bin eigentlich recht normal aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben mich in meinen Entscheidungen unterstützt und mich auch gefördert. Jetzt gerade zum Beispiel im musikalischen Bereich. Ja, und Gott ist von Anfang an ist er präsent gewesen. Und ich habe gewusst, ja, Gott gibt's und Gott macht Wunder und bewegt Sachen. Und ich habe das gewusst. Und ich bin auch immer in die Kirche gegangen. Ich habe da ja, Freunde gefunden, die fürs Leben werden bleiben. Genau, ja, und wo mich auch kennen, sehr gut kennen. In der Schule ist mein Glaube ist er nie in Frage gestellt worden. Also die Leute haben gewusst, ja, ich glaube an Gott, ich gehe in die Kirche. Haben aber auch gewusst, dass ich halt nicht in die evangelische Kirche gehe. Also ich bin ja, wir sind ja in die Freikirche gegangen. Und es ist wie stehen geblieben, also es ist wie stehen gelassen worden so. Dann in der Mittelstufe hatte ich ja einen Klassenwechsel. Also ich bin ja in die 4. Klasse gekommen und hatte eine neue Klasse gehabt. Und ja, mit dem Wechsel hat leider auch das Mobbing angefangen. Ich bin recht ein sturköpfiger Mensch und recht ein Mensch, der gerne bestimmt. Und ich hatte dann blöderweise eine in der Klasse, die das auch recht gerne gemacht hat. Ja, und das ist einfach zu fest aufeinander getroffen. Und für mich war die Zeit ganz, ganz schlimm gewesen, weil ich wie nichts dagegen machen konnte. Es ist einfach, ich war wie wehrlos gewesen und ich bin oft brüllend von der Schule heimgekommen und gehe ins Zimmer und meine Eltern waren auch überfordert gewesen, weil wie willst du so jemandem helfen, willst du so einem Kind helfen? Das kannst du einfach nicht. Und von Gott habe ich in dieser Zeit eigentlich nicht viel bekommen, sage ich jetzt mal. Also nicht viel bekommen, was ich selber gemerkt habe. Ich habe das Gefühl, Gott lässt mich in dieser mega schwierigen Zeit lässt er mich allein. Und ich hatte auch mega Mühe mit Betten und allgemein so mit Gott in Kontakt kommen, war für mich ganz, ganz schwierig gewesen, einfach weil ich gemerkt habe, oder weil ich das Gefühl hatte, wenn ich bete, da kommt gegen eine Wand, da geht nicht weiter. Und das war für mich mega schwierig gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, ich würde doch so gerne die Beziehung zu Gott führen, die ich auch bei meinen Eltern mega gesehen habe. Und das war einfach nicht möglich gewesen. Nach in der Sek ist es leider weitergegangen mit dem Mobbing. Ja, also ist eigentlich etwa 2 Jahre lang ist eigentlich die ganze Klasse gegen mich gewesen. Ja, das war noch ein bisschen schwieriger gewesen, als das in der Mittelstufe, wo es wirklich nur eine Person war. In der 3. Sek hat es noch einen Klassenwechsel gegeben, weil ganz viele Kante gegangen sind. Und dort war es für mich noch viel besser gewesen, weil ich hatte so ein bisschen mein Grüppli hatte, das mich so geliebt hat und mich so akzeptiert hat, wie ich bin. Und das war für mich extrem wichtig gewesen. Ja, einfach weil es halt das 3. Jahr ein mega wichtiges Jahr ist in der Sek. Genau. Dann hat es einen recht grossen Wechsel gegeben für mich. Ich bin aus der Schule gekommen und ich bin an die GWS gegangen. Für die es nicht wissen, ich habe dort den gestalterischen Vorkurs gemacht. Und die Gestalterwelt ist sehr speziell, sage ich jetzt mal lieb ausgedrückt. Es sind einfach die Leute, also ich habe keinen einzigen Christ in meiner Klasse gehabt. Ich habe auch niemanden gehabt, der irgendwie evangelisch oder katholisch oder irgendwas war. Ich war ganz allein. Und die Leute dort haben halt viele Ansichten, die wir als Christen haben, nicht gut gefunden. Also jetzt gerade zum Beispiel die schwule und lesbische Bewegung, das ist für die einfach, also die Toleranzgrenze war da nirgends gewesen. Also wenn du dort ein falsches Wort gesagt hast, bist du abgeschrieben gewesen. Und für mich war das mega schwierig, weil ich habe gemerkt, ich weiß, dass es nicht richtig ist und ich weiß, dass Gott anders denkt hat. Und trotzdem will ich diese Leute nicht angreifen und mir zum Feind machen. Und ich habe in dieser Zeit mega, mega fest gemerkt, ich brauche Gott. Es geht nicht ohne ihn. Ich stehe diese Zeit nicht durch, ohne dass Jesus an meiner Seite steht. Und ich konnte anfangen zu beten.
ich bin mit Gott in Kontakt gekommen. Ich habe wegen der kleinsten Sachen habe ich mit Gott geredet. Ich habe am Morgen, wenn ich auf den Zug gegangen bin, habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, was mich gerade anschießt und auf was ich mich freue. Also ganz kleine Sachen. Und so die Art von Beziehung, das hat mir so gut getan. Und ich glaube, da hat auch mein Umfeld gemerkt, dass sich da etwas mega verändert hat. Ich habe auch anfangs von der GBS habe ich so ein bisschen richtig angefangen mit Liedern zu schreiben. Mittlerweile sind es fast 10 oder ein bisschen mehr Lieder, die ich selber geschrieben habe. Und viele von diesen Liedern sind wirklich halt aus einer Verzweiflung heraus entstanden. Also zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder, «Das neue Weg», das ist entstanden, weil ich dort mal nach der Lehrstellensuche war. Und jede Tür, die ich angegangen bin und aufmachen wollte, hat jemand mir die Tür vor dem Gesicht zugeschlagen. Und das war so schwierig für mich, weil ich habe gedacht, der Beruf, den ich will, das ist das, was Gott für mich will. Und ich habe gedacht, ja, also ich meine, das würde so zu mir passen. Und warum macht jetzt Gott da jede Tür zu? Und ja, das war für mich auch mega schwierig. Aber mit dem Unterschied, dass ich gewusst habe, es ist Gottes Wille. Und es ist gut, so wie es ist. Und er macht mir die Türen zu, weil er mir an einem anderen Ort die Türen aufmacht. Und ich einfach mit dieser Gewissheit konnte ich durch diese Zeit gehen. Und an der GBS war es auch so, dass ich zuerst mal, also das habe ich noch nie so gehabt, bin ich wirklich wegen meinem Glauben so ein bisschen ins Lächerliche gezogen worden. Also ich habe Leute aus meiner Klasse gesagt, dass ich eben Lieder schreibe, christliche. Und dann haben sie da angefangen, so «Haha, Ave Maria» und so Zeug, und sich darüber lustig machen. Und aber in dieser Situation habe ich gewusst, ich konnte zu Gott gehen. Und ich konnte ihm das anlegen und gesagt, «Schau Gott, das hat mich mega verletzt und ich verstehe das nicht.» Und also GWS war für mich wirklich die beste Zeit von meinem Leben gewesen, weil ich so vielen Leuten von Gott erzählen. Ich habe auch von Anfang an klar gemacht, ich bin Christ. Also ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, weil ich wie gesagt habe, ich müsste zu oft irgendwie lügen oder irgendetwas vertuschen, dass sie es nicht herausfinden. Und darum habe ich von Anfang an gesagt, ich mache einen klaren Tisch. Und ich bin mega oft ausgefragt worden über meinen Glauben und haben mich Leute gefragt, hey, wie siehst du da und da oder weißt du da für eine Geschichte in der Bibel oder weißt du, was passiert oder was bedeutet Vergebung? Und also wir hatten einmal ein recht cooles Gespräch gehabt, wo mich wirklich Leute gefragt haben, warum das jetzt dieser Person einfach vergeben kann. Dann habe ich gesagt, ja, weil Gott gesagt hat, wir sollen unseren Mitmenschen 7-mal, 70-mal vergeben. Und ja, das war einfach eine so ermutigende Zeit für mich gewesen. Und ja, ich bin mega gewachsen in dieser Zeit. Jetzt muss ich rasch nachschauen. Gestern um 12 Uhr in der Nacht noch geschrieben. Genau, ja. Und jetzt bin ich in die Lehre gekommen. Für die es nicht wissen, ich mache Lehre als Floristin. Geht in die ähnliche Richtung, die ich vorher machen wollte. Ich wollte eigentlich Polydesigner lernen, also so Ladengestaltung und Messenbau und so. Es geht in die ähnliche Richtung, aber ich habe von Anfang an gewusst, es ist nicht mein Traumberuf. Aber ich habe wie gesagt, ich muss mich darauf einlassen und ich schaue, was mir Gott dort für Türen aufmacht. Und ich bin jetzt in einer Klasse und in dieser Klasse hat es ein Mädchen, das am ersten Tag, wo man sich vorstellen hat, gesagt, ja, mein Hobby ist Jungschi. Da dachte ich, Jungschi? Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe sie gesagt, so, ja, gehst du irgendwie in eine Kirche oder so? Und dann hat sie gesagt, ja, meine Eltern sind evangelisch, aber wir gehen eigentlich in eine Freikirche. Dann habe ich sie so angeschaut und so, ja, mega cool. Und dann haben wir auch über das Praise Camp und so geredet, dass sie eigentlich auch schon gehen wollte, aber es irgendwie nicht geklappt hat. Und dann haben wir am Dienstag zuerst mal Schule gehabt und dort war eben die Jungschi auch wieder das Thema gewesen. Und dann habe ich nachher mit ihr noch ein bisschen geredet und dann hat sie mich gefragt, in welche Kirche ich gehe. Ich habe gesagt, ich gehe in Killebild. Dann hat sie gesagt, ah ja, dort bin ich auch schon mal gewesen. Und dann hat sie gesagt, ja, kennst du nicht? Und sie so, ja, ich weiss nicht, ob du ihn kennst, den Thomas Graf, der Jugendpastor. Und das war einfach so mega cool gewesen. Ich habe nachher noch geschrieben und habe gesagt, wow, ich finde es so cool, dass ich einen Christ in meiner Klasse habe, der meine Werte, ja, halt auch meine Werte hat und mich unterstützt so. Und dann hat sie zurückgeschrieben und gesagt, ja, sie hat bis jetzt noch nie einen Christ in der Klasse gehabt und für sie sei es eine mega Bestätigung.
Und da ist für mich ist auch eine mega Bestätigung und also es ist mega ermutigend, jemanden zu haben, wo der Gott auch kennt und weiß, was der Gott für Wunder kann tun. Genau. Und ich möchte euch noch einen Gedanken weitergeben. Und zwar, ich weiß nicht, also ist vermutlich eher ein bisschen schwierig, also ist jetzt vielleicht eher für die Jungen, aber ich glaube, es können auch die Alten was davon mitnehmen. Die Älteren, Entschuldigung. Und zwar, für mich ist es als junge Person eben mega schwierig, zu meinem Glauben zu stehen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, steht dazu. Steht dazu, dass ihr an Gott glaubt, wo die Welt so wunderbar gemacht hat und wo jedes einzelne von uns kennt. Und wenn ihr mal gefragt werdet, ja, was habt ihr am Sonntag gemacht, dann steht dazu, dass ihr in der Kirche seid. Weil ich habe erlebt, dass mir hat das mega Überwindung gekostet, so Sachen zu sagen. Und es ist jetzt auch, also bei mir im Geschäft, die Leute wissen es, dass ich Christ bin, weil ich einfach kein Geheimnis daraus gemacht habe. Und es ist eigentlich, ich habe bis jetzt eigentlich selten eine negative Rückmeldung darauf bekommen. Also mega oft haben die Leute wirklich positiv darauf reagiert und haben gesagt, oh cool, ich finde es mega cool, dass du an Gott glaubst und so. Und ja, ich möchte euch da einfach ermutigen, geht den Weg und steht dazu. Genau. Und ich singe jetzt noch ein Lied, das ich noch geschrieben habe. Hättest du mich berührt, ja, ich fühle sie tief in mir. Deine Liebe ist groß, du nimmst mich an der Hand und lässt mich gar nie mehr los. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben du willst mir vergeben, meine Sünden wegnehmen. Wenn ich dich darum bitte, bist du an meiner Seite, wirst mir immer bestehen, ja, wirst mir nie verloren. Drum mach ich mein Herz auf, ja, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Es soll kein Tag vergehen. Für die hell leben, bis zu meinem allerletzten Schnuff. Oh, 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 kein Tag vergeht, kein Tag vergeht ohne dich. Kein Tag vergeht, kein Tag vergeht, kein Tag vergeht ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben. Es soll kein Tag vergehen ohne dich. Ich will mein Leben für dich herleben.